Onse Jeschicht. Dit is de Jeschicht van ons Oklahoma Mennoniten. Onze voorouders trokken in de 1920 jaar naar Mexico, hebben dort een land ontwikkeld, en als het durch toeval wordt, hebben ze aangevangen te vertrekken. In dem van deze afschnitt vertelt George Rempel van wat zich dort ontwikkeld heeft, dat veel Mennoniten han aangevangen terug naar Canada te trekken. Ganz besonders krijgt hier in deze omgeving in Ontario. Dit is de bereik radio CHPD, een plaatselijke radiostation in Elmer, Ontario. Onse Jeschicht Nummer 50. Ditmaal vertellen we nog wat meer van wat bij Elmer, Ontario, bij Madison, Ontario en bij Rainy River, Ontario van 1958 aan passiert, als zoveel mennonitische families aanvangen van Mexico naar Canada te trekken. We hadden laatst mal gerade nog gezegd dat Hennig Freys van Rosenbach in Mexico een gedicht geschreven had van dem Reitmerken naar Madison, Ontario te trekken. Dit gedicht weer evens ook zo een beetje een spoosmerken over dat plannen aan Ontario trekken. Vele lied besposten deze beweging. Aber voor die lied, wat dit plannen en durchvierden, weer dat geen spoos. Ze leefden bij Madison, Ontario een mogelijkheid te zijn, een mennonitische siedlung te gründen, en naar mennonitischem Stil gemischte Vormwirtschaft treiben te kennen. Da wären viele Forms billig zu kaufen, einige können gekauft worden für die lokale Regierung für den Tax, den die Ferieneigentümer schuldig geblieben wären. Vieles, was ich hier vom Nomadischen Traken vertalen will, das habe ich durch meine eigenen Beobachtungen. Vieles andere habe ich von so Personen, die auch mal bei Madison, Ontario gewohnt haben. Gerhard Rempels Betty, die mal mit ihrer Eltern Gerhard en Maria Blad Rempel Taub van Weidenfeld in Chihuahua, Mexico naar Canada kwamen, heeft in ihrem Bladsbuch beschreven wo sie dort naar Madison trekken, dort wohnen, dort von dort uit in Manitoba en Zuid-Ontario arbeiten voeren en een dort von dort wegtrekken, eerst naar de Elmer, Ontario gegend, dan naar Manitoba en dan naar La Crete, Alberta, als kind en teenager metbeleefd heeft. En Betty Rempel ihrem beschreven van deze Geschichte im Bladsbuch sind ook mehrere sehenswerte Bilder. Ook van dem Truck, den vorder in Chihuahua 1956 nie kauft, womit sie eerst naar Manitoba trokken en van daar naar Madison, Ontario, van daar naar Zuid-Ontario en van daar war dat terug naar Manitoba en dan later nog naar La Crete, Alberta trokken, wo die Gerhard Rempel-Familie sich een thuis mögt. Dit Truck ist noch von den Tag immer als ein Andenken irgendwo an die Gerhard Rempel-Familie bei La Crete, Alberta. Betty Rempel sagt, wir kamen in Emerson, Manitoba am 11. Mai 1957 an. Wir brachten auch die Jakob Bremer-Familie mit nach Manitoba von Weidenfeld in Chihuahua, Mexico. Wir woonden in Gnadental, Manitoba en halpen de Former door de Soccerbeitenfleckereien weiden. Von Gnadental, Manitoba fuhr ons vorder naar Madison, Ontario en kocht door op de Black River Township eine Form von einem Henry A. Melbo für $747,20. Dort wird die Summe Geld, was Melbo an die Regierung an Taxgeld schuldig wird. Vor der Krieg, als er den Tax betalt hat, den freien Lohntitel für die Einjahrmoten vor die Wirtschaft. Als vor der zurückgekommen wir nach Manitoba, dann trocken unsere Familie und Franz Willers mit ihre 7 Kinder, Franz Wallen und ihre 5 Kinder, und uns Vater Franz und Helena Blatz und ihre 3 Kinder, alle taub nach Madison. Ons Vater fuhr vorab und 3 Koren mit Anhängers fuhren uns heran. Wir fuhren den ganzen Tag und als das Abend geworden wäre, dann spreit wir Plans auf der Erde
leden unsere Dachen door ab und schleipen alle an eine lange Reihe am Groven unter die Stierens. Morgens stunden wir ab, kirkten Hovergrad, eten Frühstück und reisten weiter wieder. Eine Nacht schleipt wir alle zwischen zwei Iserbohnen gelesen. Am Anfang wird dort door fein stil, aber bald fang wir ut dat door jeder Stunde ein Zug vorbei fuhr und die Erde unter uns schaddern mög. Eine Nacht, sagt Betty, sah wie die Nordlichter dachen und am Himmel rumfahren. Einige von den Reisenden sehen, dat wir ein Teken, dat het Welt eigentlich bei wir. Dat leid so schmack, aber dat wir doch zum Ängsten, want dort bedienen soll, wat ein gesehen. Auf der 219. Seite am Blattbuch als ein schmackes Bild, hingen wir es auf diese lange Reise aufgenommen. Lees je wat Betty Rempel schrift von, wo sie auch als Kind die neue Welt in ihrem jungen Leben gesehen hat. Betty nannt in ihrem Buch die Namen von 30 Familien, wat mal bei Madison, Ontario woonden. Die meeste von diesen Familien kamen von Chihuahua, Mexiko, aber ein paar Familien kamen von Durango, Mexiko. Betty sagt, bei Madison wir ihr erster Schullehrer Johann Bickert, wo Lothar war er trägt nach Chihuahua trok und dort mit früh und 3 Kindertaub von einem Mexikaner umgebracht wurde. Betty ihr zweiter Schullehrer war ein Johann Schreider, der von Durango durchgetrokken war. Isaac Leben sagt, Schreiders wohnten ein Bett weit auf von der Schule, und wenn das im Winter schlechtes Wetter war, dann kam Schullehrer Schreider Firken gar nicht nur die Schule, den Tag über. In der Schule hingen bleiben dort allein. Dann sagt Isaac Leben, wils wie dort dicht bei der Schule wohnten, meiden die Lied nie bei Madison als ihren Schullehrer. Am Sonntag, so sagt Betty Rempel, spielt Levens Isaac, aber vielleicht wird das auch kreuz zu Firken Levens Franz, mit der Akkordeon und wie andere sungen alle taub deutsche Lieder ab Psalmenwiesen und Evangeliumswiesen. Im Sommer 1958, sagt Betty, bleiben Susanna, George, Abe und ich thuis in Madison, um uns Rindvieh und Hühner besorgen in der Huis und Hof Arbeit doen. Und unsere Eltern und die anderen Geschwister fuhren alle nach Manitoba, door Geld zu verdienen mit Beitenweiden, in Sester Anna ihre Kast mit bei zu wohnen. Danach ging wir 4 Geschwister immer zu Fuß nach unserem Vater Franz Platz, ungefähr 1 Mil von wo wir wohnten. Im Sommer 1958, nachdem die Familie in Manitoba Beiten geweiht hat und Bad Madison gekommen war, dann fuhren wir alle taub nach Süd-Ontario, dort Geld zu verdienen, auf die Tabak- und Tomatenflächen und mit Apfelflächen. Ein Peaches-Farmer gab uns da umsonst viel Peaches. Uns Vater kauft viel Gläser und unsere Mutter und wir Mädchen kochten die Peaches alle an, zum Winter. Wenn Sie Gelegenheit haben, dann lest Betty ihr beschrieben in ihrem Blattbuch von ihrer Familie, ihre Wanderungen und was sie dabei als Kind und Teenager belebt hat. Betty Rempel Dodds hat noch Blattbücher. Sie verkaufte für $30 Kanadien. Ihre Anschrift ist Box 302, 6 Smith, Alberta, Kanada, TOHRCO, und ihre Telefonnummer ist 780-568-4292. Dort entstonden von einer Rheinländer Mennonitengemeinde manch oldkolonische Mennoniten bei Madison, Ontario. Die 30 oldkolonische Familien, die von Chihuahua und von Durango, Mexiko, nach Madison, Ontario getrokken waren da am Anfang ganz ohne Prediger. Der oldkolonische älteste Jakob Freis und andere Leiter von der oldkolonischen Gemeinde in Manitoba hatten all angefangen
die nie angesiedelte Families bei Madison zu helfen mit verschiedenen Sachen. Älteste Freis und andere oldkolonische Predikers hadden da allemaal gepredigt, hadden da all Doopvast geholen und junge Poren topgetruut. Aber sie wären noch nicht dazu gekommen, dass sie die Lied helfen, eine Gemeinde zu gründen. Zwischen ihnen hadden ältester Cornelius Nickel en andere ooms van de nieuwe Rijnlander Mennonitengemeinde in Manitoba, die nog maar kort gegründ worden weer van zo'n ooms en Brüder, die zich van de Manitoba Sommerfeldergemeinde getrennt hadden, ook davon gehört, dat zich bij Madison, Ontario, eine groep oldkolonische families van Mexico ansiedelt en dat die daar keine Predikers hadden. En ik weet niet krijg hoe dat daartoe gekomen is. Aber einen Tag fuhren die Rheinländer, ihr ältester Cornelius Nickel, ein Wort von ihren Ooms nach Madison, Ontario an, und fangen da eine Rheinländer Gemeinde an mit den oldkolonischen Families, die da wohnen. Diese oldkolonische Lied von Mexiko wären gar nicht alle dafür, dass sie Rheinländer waren wollen. Einige haben sich viel lieber mit der Manitoba Oldkolonie abgeschlossen, als mit der neuen Rheinländer Gemeinde. Aber die Manitoba Rheinländer älteste hält da bei Madison einfach eine Predigerwahl auf, wo Gerhard Kran, der von der Swift-Current-Kolonie in Chihuahua kam, und Bernhard Freis, der von Gnadental ab der Manitoba-Kolonie kam, als Predigers gewählt worden. Gerhard Kran nahm das Predigeramt an und lässt sich als rheinländischer Prediger ordinieren. Aber Bernhard Freis nahm das Amt nicht an. Er trok bald na de Wahl mit seiner Familie terug nach Chihuahua, Mexiko. Diese 30 Families, meistens von Chihuahua, aber auch ein paar Families von Durango, Mexiko, fangen bei Madison, Ontario, mutig an. Sie haben damit gerechnet, dass sie da würden können ihr Leben merken mit gemischter Formwirtschaft treiben, so sie das in Mexiko getan haben, in ihre älteren Verheer in Manitoba und Saskatchewan. Aber das wird an sehr bald klar, dass es in der Madison-Gegend nicht so recht schaffen wird. Die Form annahm, wir zu klein zum davon leben. Viele von diesen Familien fuhren im Fahrjahr nach Manitoba, dort Geld zu verdienen mit Beitenweiden. Und viele von diesen Familien fuhren, wenn sie in Manitoba mit dem Beitenweiden fertig wären, nach Süd-Ontario und verdienten dort Geld auf die Tabakfläche, Tomatenflächen, Opelgordes. Immer mehr von diesen Familien bleiben entweder in Manitoba oder in Süd-Ontario wohnen. In nur wenigen Jahren wohnten bei Madison noch ganz wenige Familien. Am Ende trocken auch diese wenigen Familien noch entweder nach Manitoba, nach Süd-Ontario oder nach der Rainy River Gegend in Ontario, wo in der Anfangs in Med 1960er Jahren auch allartige oldkolonische Familien und auch ein paar kleingemeinsche Familien von Mexiko angetrokken wären. Auch die Gerhard Kran Familie trok nach der Rainy River Gegend. Davon ein Bett lauter noch mehr. In der Rainy River Gegend wohnten all eierwort mennonitische Familien, die von Manitoba dahin getrokken wären. Und weil es da auch sehr billig vor die Wirtschaften zu halten wären, trocken mennonitische Familien von Mexiko dahin und kauften da vor die Wirtschaften. Auch ein paar von meinen Geschwistern trocken da 1965 an. Wenn mennonitische Büros von Mexiko nach Ontario kamen, in der Rainy River Gegend Wirtschaften zu kaufen, dann verstunden die Landagenten der Mennoniten ihre Ankenntnis meistens gut auszunutzen. So eine Büros von Mexiko, die da am Anfang dachten, sie hatten Gode vor die Wirtschaften billig gekauft durch Landagenten, die wollten sehr bald an, dass sie ihre Wirtschaften da für den doppelten Preis gekauft hatten, von was die in Wirklichkeit wert wären, oder noch derer. Ich weiß noch, dass mein Bruder Isaac ein so einer war, der seine Form durch bei Stratton mehr als doppelt betont hat. Ich weiß auch noch gut, dass das Bruder dann sagt, er hat gedacht, nu wohnt er in einem Land, wo Abrechtigkeit herrscht, wo man Landagenten vertrauen kann. Aber er hat sehr bald gelehrt, dass er der Handelslied auch hier nicht alles schreiben kann. Bruder Isaac war nicht der einzige mennonitische Bürger von Mexiko, der an dem
Rainy River District veel te veel getold had voor zijn forum. Er waren nog veel andere buren, die ihre Wirtschaften door ook veel te duur gekauft hadden. Dan Landagenten hadden de Mennoniten van Mexiko geleven gemerkt, dat deze gegend geëigend wird om Getreide te reichen. Aber dat weiß ich sehr bald eruit, dat er meestens veel te veel Regenfall weer am Herbst, om de Getreidearend dreig aan te brengen. Vermalt oder Viehwirtschaft wird der Rainy River gegend ein Jamoten geëigend, aber nicht reicht für Getreide tragen. Aber nu, eer we nog meer van de Mennoniten en de Rainy River gegend in Ontario vertalen, zullen we ons zwischenein vielleicht wat davon vertalen, wat an Süd-Ontario in diese Jahren passiert. Dann von in den Anfangs 1950er Jahren an trocken wo sich auch noch immer mehr mennonitische Familien von Mexiko nach Süd-Ontario. Und von 1950 an trocken auch einzelne Familien von der Madison, Ontario gegend nach Süd-Ontario. Der urkolonische Prediger Jakob Neudorf von Manitoba fuhr 1951 nach Süd-Ontario und besuchte dort die Familie von seinem Vater Gerhard Rempel und andere urkolonische Familien von Mexiko. Prediger Neudorf stand darüber, dass in Süd-Ontario all so viel Urkolonier von Mexiko verstreut wohnten und ganz ohne jegliche Leidenschaft waren. Wils de Urkolonie ihre Wanderung von Mexiko nach Kanada ganz ohne jegliche Leiders passiert, wäre in Süd-Ontario noch immer keine urkolonische Gemeinde, weil auch all viele urkolonische Familien wohnten. Denn diese Lied trocken dort einzelwies an, ohne dort ein Prediger mit an mittrok. Einige von der Urkolonie fuhren dort all an weiter noch andere mennonitische Kirchen, aber für die meisten Lied wären die Gottesdienste dort zu fremd, sich damit zu feilen. Viele urkolonische Familien hatten in Süd-Ontario aber auch lang ein Verlangen gehabt, ihre eigene Gemeinde haben zu kennen. Und als diese Lied dort antworten, dass Jakob Neudorf ein urkolonischer Prediger war von Manitoba, dann wollen viele von ihnen haben, er soll an dort mit dem Wort dienen. Betty Rempel sagt an ihrem Platz wie auch so. Prediger Jakob Neudorf von Winkler, Manitoba, hält in Ontario eine ganze Werk Abendversammlungen. Und dann, 10 Uhr Abend, stellt er dort den ersten urkolonischen Jugendabend an, wo die Jugend an den ersten Bänken saß und der ältere Lied an den hintersten Bänken. Betty Rempel sagt, dass wir ein lebensändernder Abend. Jugendliche spielten Musikinstrumenten und sangen heilige Lieder. Viele Jugendliche und auch Erwachsene teilten öffentlich mit und versöhnten sich miteinander und so weiter. Jemand wie verdammt mal weiter aufbrechen. Nächstes Mal vertellen wir noch weiter mehr von was bei Aylmer, Ontario, bei Madison, Ontario und bei Rainy River, Ontario von 1958 an passiert, als so viele mennonitische Familien anfangen von Mexiko nach Kanada zu tragen. But nächstes Mal, ich sehe George Rempel.